Wir machen das Birchenbüssli für eine Woche. Das nämlich ein Naturjoghurt. Dann je nachdem habe ich noch ein bisschen Quark daheim und für den Geschmack noch ein Himbeerjoghurt. Und natürlich Früchte. Ich mache mir eigentlich meistens zum Vorbereiten ein Äpfelbirchenbüssli. Noch irgendwelche Sämli, ich habe da noch mehr gekauft. Dann brauchen wir fließig Haferflocken, weil es soll ja länger für eine Woche. Weil nachher kann ich einfach am Morgen aufstehen und dann spontan ein Birchenbüssli essen. Sämli drin, das war jetzt sicher ein bisschen genug gewesen, aber das ist gut. Ein bisschen Milch und Wasser. Was ich auch noch habe, ist ein Proteinpulver. Es ist aber nur noch ein bisschen wenig und nicht mehr viel. Und das tun wir jetzt auch einfach drin. Raspeln ist einfach irgendwie etwas, wo sich dann plötzlich da ergeben hat. Das kannst du so zusammensetzen. Es ist, ich bin absolut nicht glücklich damit, aber es funktioniert. Und ich tue das jetzt brauchen, bis es nicht mehr funktioniert. Raspeln. Haben wir jetzt weg. So. Seht ihr die Sauerei? Das ist ja gottlos. Das ist alles Äpfel, wo es einfach oben dran bleibt, wo nicht in die Box reingeht. Wieso auch immer das nicht in die Box reingeht. Aber, vielleicht mache ich etwas falsch. Jetzt, dann haben wir das mal da rein. Das Coole ist halt, dass der Saft so gesammelt wird. Jetzt haben wir hier meine 6 Äpfel. So. Mache ich das einfach mal untereinander. Naturjoghurt kommt jetzt rein. Für ein bisschen süß und noch einen anderen Geschmack Himbeerjoghurt, weil ich mache ja nur ein reines Äpfelbirchenbüssli. Wenn ich jetzt ein Birchenbüssli machen würde, das ich sofort esse, dann würde ich noch Orangen rein tun und Beerenzeug und weiss Gott was. Aber weil mein Ziel ist, das Ganze wirklich für eine Woche zu haben, tue ich nur Äpfel drin. Wenn ich es dann esse, tue ich entweder noch ein bisschen Erdnussbutter drauf oder ein bisschen Honig drunter mischen. Und wenn es jetzt ein bisschen, wie soll ich sagen, wenn es jetzt mega fest durch die Feuchtigkeit zieht, dann kannst du immer noch einen Schuss Milch dazu tun, wenn du es essen. Aber grundsätzlich ist es das. Ein Kübelbau, Birchenbüssli, alles für mich. Jetzt tue ich da einfach einen Teller drauf, tue den Kübeltag schnell ein bisschen abputzen. So. Und jetzt kommt das so fix fertig in meinen Kühlschrank. So. Und ist ready für jeden Morgen, für eine Woche. Ist das nicht einfach Obenburner?